Von daher, Geist oder Bock. Jawohl, jawohl. Ich hoffe, ihr erkennt es. Geist. Und von daher lautet mein Spieltagstipp 1:0. Hallo, Moje, Jodedach, herzlich willkommen auf meinen kleinen, bescheidenen Kanal. Ich bin der Leo, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Einen wundervollen Sonntag wünsche ich euch. Die 2 perfekten Wochen sind nun komplettiert. Und, wie ihr schon gesehen habt, ich hatte recht. Wer hatte recht? Ich hatte recht. Wer hatte recht? Meine Wenigkeit hatte recht. Erklärt mir doch mal bitte, wer hatte recht? Ja, Spieltagstipp. Sowas von ins Schwarze getroffen, liebe Freunde. Ja, und da können sich natürlich einige von euch auf den 11.11. freuen. Die Fastelovens-Session beginnt dann ab Montag, aber nicht für unsere Spieler. Ich habe schon gehört, da wird nichts draus mit einem kostümierten Training oder dergleichen. Finde ich auch gut. Die nötige Ernsthaftigkeit wird aktuell an den Tag gelegt. Man muss ja auch ehrlicherweise sagen, die letzten 2-3 Jahre gab es auch keinen Anlass, feuchtfröhlich ein Karnevalstraining zu veranstalten. Aber gut, kommen wir zum Spiel von gestern. Ich konnte leider nicht anwesend sein. Freund hat dann stattdessen meine Karte übernommen. Und ich musste dann auf der Arbeit das so heimlich, still und leise im Live-Ticker verfolgen. Und ich habe mir auf jeden Fall im Ticker so ein bisschen was so durchgelesen und dergleichen und auch teilweise in unserer WhatsApp-Gruppe mir so angehört, was da gerade so vor sich geht auf dem Platz. Sehr viele haben sich über Dejan Ljubicic beschwert, dass er ein bisschen eigensinnig und unentschlossen und unmotiviert wirken würde. Da könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr das auch so empfunden habt, liebe Freunde. Ja. Zu diesem knappen Sieg habe ich mir dann noch ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich mir dann im Nachhinein in einem Nachbericht mir ansehen konnte, der aber natürlich nicht so relevant ist wie die Nachberichte von Fabio, von Taubi, von Pierre. Die haben das Spiel ja natürlich sehen können, aber diese 4-5 Minuten haben natürlich so ein paar Sachen aufgezeigt, die dann halt relevant sind zu erwähnen. Jedenfalls, wir starteten weiter mit einer unveränderten Formation. Nach wie vor Dreierkette. Anscheinend scheint das der Schlüssel zum Erfolg zu sein, aktuell. Und befürworte ich natürlich. Allerdings, wir dürfen auch nicht vergessen, es gab mal eine Zeit unter Steffen Baumgart, wo wir auch immer das Gleiche gespielt haben. Und irgendwann haben die Gegner schon kapiert, wie sie uns austricksen können. Ich hoffe einfach, dass das nicht der Fall irgendwann sein wird und wir vielleicht wirklich mal eine Zeit lang mit dieser Formation konstant spielen können, ohne dass es irgendwelche Folgen hat, im Sinne von, jetzt haben wir ihn ausgetrickst, den Struber und so weiter und so fort. Es gab in der 17. Spielminute nach einer Ecke von Martel eine Chance per Kopf, die halt nicht im Tor gelandet ist. Das ganze Spiel über war zum Beispiel auf vierter Seite Futkoi, ja, so wurde anscheinend ausgesprochen, der auffälligste Spieler, habe ja auch gesagt, es ist der Player to watch. Da gab es auch eine Chance, die Marvin Schwäbe dann im Nachhinein vereitelt hatte von ihm. Da hätte es beinahe zu einem Gegentor geführt. Hatten wir natürlich Glück, dass Marvin Schwäbe da rechtzeitig zur Stelle war. Über das ganze Spiel hindurch hat Linden Meiner am meisten Druck gemacht. Es konnte aber nicht in ein Tor umgewandelt werden. Wir hatten dann auch zwischendurch, ich will nicht sagen Glück gehabt, aber da gab es ein Foul an Futkoi und da hat sich auch der VAR gar nicht eingeschaltet und hat sich auch herausgestellt, dass das nur eine leichte Berührung war, wo er natürlich die Gelegenheit genutzt hat, um sich sofort hinzulegen. Da hat sich auch später der Trainer Leonhard Haas sehr darüber aufgeregt, aber
Struber hat ihn dann in der Pressekonferenz ein bisschen zurechtgewiesen, von wegen, er hätte wohl ein anderes Spiel gesehen. So ungefähr war der Tenor. Also die meiste Gefahr haben wir über Standards in diesem Spiel ausgestrahlt. Und besonders viele Highlights hat es nicht gegeben. Ich hatte mich selber auch schon damit abgefunden, dass das heute eventuell ein Unentschieden wird. Das hätte natürlich zu einigem führen können. Es wäre zu wenig gewesen wahrscheinlich. Allerdings muss man auch bedenken, wie oft wir auch schon verloren haben. Ja, und dieses Mal muss man an der Stelle sagen, dass die Auswechslungen, ja kann man sagen, zumindest 90% gezündet haben. In der 58. Spielminute kam dann Luca Waldschmidt für Jan Thielmann, der auch nicht gerade überzeugend gespielt hatte. Ich habe da ein paar Szenen gesehen. Ja, da hätte es beinahe zu einigen Torchancen geführt. Ja, auch wenn er jetzt nicht mehr als rechter Außenverteidiger spielt, ja, das ist trotzdem die Stelle, wo man über rechts durchbrechen kann. Nach wie vor das Spiel nach hinten beherrscht er nicht. Max Finkgräfe wurde in der 68. Spielminute für Lead Paccarada eingesetzt, der auch bis auf einige Standards jetzt nicht besonders überzeugend an diesem Spieltag gespielt hat. Und laut den Noten, die Finkgräfe größtenteils erhalten hat, ich glaube vom Kicker und dergleichen, von Express, das war eine 3,5. Eine 3,5 für etwas mehr als 22 Spielminuten oder um den Dreh mit der Nachspielzeit 26 Spielminuten, 28 ist jetzt auch egal. Hat eine 3,5 bekommen und ja, das schien ja wohl eine ordentliche Leistung gewesen zu sein. Dann kam für Julian Pauli Florian Kainz und das sollte noch der Wendepunkt werden, diese Einwechslung. Und für Tim Lemperle kam dann noch Damien Downs in der 84. Spielminute. Und das waren die beiden entscheidenden Wechsel. Ja, liebe Freunde, denn dann kam irgendwann die Nachspielzeit, 90. Spielminute plus 4. 90. Spielminute plus 4. Florian Kainz schießt eine Ecke. Und Downs verwandelt per Kopf. Er setzt sich durch. Ja, das war wirklich, glaube ich, ein absoluter Befreiungsschlag. Ich kann mir gut vorstellen, wie Müngersdorf im Nachhinein dann komplett ausgerastet ist. Man konnte es im Nachbericht nicht genau hören in der Sportschau. Aber ich gehe mal davon aus, dass das ein absolutes akustisches Feuerwerk war, bei dem ich leider nicht dabei war. Ja, leider Gottes nicht dabei gewesen, ja. Aber gut, wir halten mal fest an der Stelle, der Fluch ist sowieso schon lange gebrochen. Ich war bei einem Heimspiel, also gegen Kiel dabei, da haben wir gewonnen. Und dann war ich auswärts in Berlin letzte Woche dabei. Der Fluch ist gebrochen, es zählt jetzt nicht mehr, ob ich dabei bin oder nicht dabei bin. Was auch gut ist, das spricht für die Mannschaft. Ja, da kann man im Nachhinein sagen, jetzt sind wir auf Platz 6. Das ist auf jeden Fall wünschenswert, dass wir Anschluss halten an die Aufstiegsplätze. Ist ja das heimliche Saisonziel. Ja, wer weiß, vielleicht schaffen wir das Ganze in der Rückrunde zu drehen. Ich muss aber natürlich an der Stelle sagen, ja, ich habe natürlich den Kopf von Gerhard Struber gefordert. Ich fordere auch nach wie vor den Kopf von Christian Keller, weil ich mir einfach nicht vorstellen kann, dass er Einfluss auf diesen Lauf genommen hat. Ich kann mir gut vorstellen, dass Gerhard Struber da komplett alleine alles entschieden hat. Und vielleicht mal gesagt hat, hör mal, interessiert mich nicht, ob du einen Trainerschein hast. Ich hab den auch. Misch dich nicht ein. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das der Fall ist. Auch wenn das natürlich öffentlich anders kommuniziert wird. Und wenn man einfach den ganzen Downfall vom FC die letzten Jahre, seitdem Christian Keller hier Manager ist, beziehungsweise Geschäftsführer Sport, muss man einfach sagen, der muss irgendwann. Jeder andere Verein hätte den rausgeworfen. Muss man einfach so sagen. Jeder andere Verein hätte ihn schon längst entlassen und wir sind da natürlich diejenigen, die ja schon wieder irgendwie einen anderen Weg gehen. Aber gut, was Gerhard Struber betrifft, ja, wie willst du da noch argumentieren aktuell, was einen Rauswurf betrifft? Ich meine, hey, 3 Pflichtspiele hintereinander gewonnen innerhalb von 2 Wochen. Wieder Anschluss an die Aufstiegsplätze. Wie soll ich sagen, wenn du zum Beispiel so eine Arbeit hast, wo du eine gewisse Norm erfüllen musst und es heißt dann, hey, hör mal, du erfüllst die Norm seit Wochen nicht. Also, wenn das jetzt nicht langsam besser wird und du die Norm nicht anfängst zu erfüllen, dann müssen wir uns trennen. Und dann fängst du an, Gas zu geben und du erfüllst die Norm. Und wo hat dann dein Arbeitgeber noch ein Argument, nachdem er gesagt hat, erfüllst du die Norm nicht?
dich zu entlassen. Da hast du dann halt zumindest kurzfristig deinen Kopf gerettet. So ist das nun mal. Und so wird es auch sein mit Gerhard Struber. So verrückt wie manche seiner Ideen sind, so wie er sich dann teilweise auch manchmal auch gibt. Was ich schön fand, er hat zusammen mit der Mannschaft gefeiert. Ist ein neues Bild, habe ich noch nicht so gesehen. Bisher habe ich da immer so eine gewisse Distanz gesehen. Eventuell gab es jetzt so einen kleinen Schulterschluss. Naja, der Sieg war jetzt nicht spektakulär, aber in 2 Wochen kräht kein Hahn mehr danach, wie der Sieg zustande kam. Es steht nun schwarz auf weiß auf Papier. Wir hatten eine Zeit, wo der Fußball ansehnlich war in der Vergangenheit, insbesondere unter Steffen Baumgart, aber trotzdem keine befriedigenden bis gar wirklich traurige Ergebnisse sogar zustande kamen. Also sowas hier ist mir allemal lieber. Also so ein läppsches 1:0 in der Nachspielzeit. Ich sag mal so, mit sowas ist Bayern München regelmäßig deutscher Meister geworden. Da gab es mal einen Bayern-Dusel, jetzt haben wir mal einen FC-Dusel, wenn ihr so wollt. Bin ich relativ zufrieden mit. Also Thema Trainertrennung können wir an der Stelle halt eben nicht führen. Das geht einfach momentan nicht. Schauen wir mal, was sich bis zur Winterpause tut. Aber für die nächste Zeit, also denke ich mal, auch jetzt hier in dieser Länderspielpause, wird Gerhard Struber das Training leiten. Und es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht bezüglich Tim Lemperle. Die schlechte Nachricht für ihn persönlich: Er wurde nicht für die U21-Nationalmannschaft nominiert. Ja, und für uns die gute Nachricht ist natürlich, er steht uns zur Verfügung, er wird sich nicht dort verletzen und kann das ganze Training mitmachen. Da haben wir schon mal einen Spieler mehr, der eigentlich komplett den Prozess in den kommenden 2 Wochen mitmacht. Ja, gut. Ich gehe jetzt entspannt in diese Länderspielpause. Aktuell weiß ich noch nicht, was für ein Content bis zum Spiel in Münster so folgt. Ich habe aktuell keine Ideen. Falls ihr irgendwelche Ideen habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ich mache mir so meine Gedanken die nächsten Tage. Vielleicht tut es ja doch noch was beim FC. Irgendwas so Gerüchtemäßiges oder sowas. Aber ja, so schauen wir mal, was sich so die nächsten Tage tut. Genießen wir doch diese Länderspielpause. Genießen wir doch, dass wir Anschluss an die Aufstiegsplätze halten. Unerwartet, auch wenn ich auch nicht den Aufstieg voraussetze. Ja, und dann bedanke ich mich recht herzlich für heute für eure Aufmerksamkeit. Ein Like, ein Abo, das Video zu teilen, würde dem Kanal sehr weiterhelfen. Und dann würde ich an der Stelle sagen, auf Wiedersehen. Denn wir wollen uns doch wiedersehen.